nicht mehr lange hin bis zum Saisonende. Es sind nur noch ein paar Spieltage. Und bei beiden Mannschaften weiß man eigentlich immer noch nicht, ja, wo geht der Zug denn jetzt hin? Ja, Tom, das ist richtig. Sie suchen immer noch, obwohl schon so viele Spiele absolviert sind nach ihrer perfekten Form. Aber irgendwann muss doch mal der Knoten platzen. Denken sich natürlich auch wieder beide. Sie wollen ihre Saisonziele dann doch noch realisieren. Aber deswegen müssen beide Teams heute gewinnen. Und das macht das Spiel so reizvoll. Da köpfen kann er. Genau so stellen wir uns das vor. So, und jetzt drücken sie dem Spiel hier ihren Stempel auf. Ja, da bringt er zwar die Fingerspitzen noch an den Ball, aber der ist immer noch heiß. So, der erste Standard in dieser Partie, ein Eckball. Ach, klasse, wie er den Ball da mit der Brust annimmt. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. Gut per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Jetzt muss die Flanke kommen. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Oh, das hat er gut gesehen. Gute Möglichkeit zum Flanken. Ja, und mit breiter Brust kommt er da an den Ball. Ganz sicher geklärt. So haben sie das im Training geübt. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. Dem Abwehrspieler so leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Klasse Kopfball. Und was für ein Tor! Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Ja, gefällt dem Trainer. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Oh, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und das ist schon souverän, wie sie hinten in der Abwehr stehen. Souverän gemacht. Oh, das könnte... So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Das sieht sehr souverän aus. Ja, jetzt kommt sie ab, Junge.
Und jetzt hat er hier die Chance. Und er geht an die Latte. Es sah gut aus, wie er den Ball da köpft. Jetzt müsste die Flanke kommen. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Ja, wenn das kein klarer Freistoß war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, und jetzt haben sie so viele gute Spezialisten im Team. Die können alle prima Freistöße schießen. Vielleicht fällt daraus ein Tor. Der Ball zischt daneben. Sie versuchen, die Führung auszubauen. Der weite Abschluss. Der Ball ist lang unterwegs. Ein Weltklasse-Pass. Und das war eine üble Aktion und das gibt Strafstoß. Das sind diese berühmten paar Zentimeter. Was entscheidet der Schiedsrichter? Ja, im Strafraum. Also, 11 Meter. Oh, der Druck ist immens groß. Ja, und da hat er mit breiter Brust den Elfer verwandelt. Hatte überhaupt keinen Zweifel. Der geht rein. (2:0), das ist der Pausenstand. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Also einen Aufreger hat es natürlich gegeben im ersten Durchgang. Das war der Elfmeter. Schauen wir mal, wie das Team damit umgeht im zweiten Durchgang. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Und den Ball hat er ihm ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Na, klasse Zuspiel. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Ja, da musst du dir was einfallen lassen. Die Lücken suchen, aber es gibt im Moment überhaupt gar keine. Ja, das sah gefährlich aus, wie er da in den Zweikampf geht. Klare Sache, Freistoß. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. So, das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für einen vielversprechenden Angriff. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und sie treffen wieder gegen einen Gegner, der jetzt kaum noch Gegenwehr leistet. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, macht der hier noch eins? Das war schon sein zweiter Treffer.
Was für eine Übersicht, was für ein Ball. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ja, was willst du an den Kopfball aussetzen? Gar nichts. Der war platziert, aber der Torwart genau an der richtigen Stelle. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Kann er die Möglichkeit nutzen. Und jetzt muss gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Ah, der war schon über der Linie. Es gibt Eckball. Ja, er rettet die Situation per Kopf. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, er köpft nach vorne. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, das war abzusehen. Nach der ersten gelben die zweite und das heißt Platzverweis. Für ihn ist das Spiel beendet. Aber was für eine unnötige Aktion, rote Karte und sie führen doch. Also etwas mehr Vorsicht wäre doch angebracht gewesen. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, und wenn das kein Elfmeter war, dann weiß ich es auch nicht. Und man muss den Torhüter nach dem Spiel erstmal fragen, was er sich in dieser Situation gedacht hat. Ja, und ein Elfmeter für den Gegner, das ist natürlich ungefähr das Schlimmste, was ihnen in diesem Moment überhaupt passieren konnte. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie. Und so schießt man einen Strafstoß, bei dem der Torhüter keine Chance hat. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie. Die Abwehr lässt bisher überhaupt keine Chance für die Stürmer zu. Kompliment. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und an diesem Abwehrspieler kommt der Angreifer nicht vorbei. So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnwirksamkeit und ich bedanke mich auch für seine Kommentare, für seine Analysen und ich, Tom Bayer, bin tschüss, bis zum nächsten Mal.